Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit dem neuen Let's Play und nachdem wir jetzt Uncharted Drakes Schicksal gespielt haben, fangen wir hier direkt an mit Let's Play Uncharted 2 Among Thieves Remastered. Und da gehen wir da gleich mal rein. Und ich freue mich wie Sau, das zu spielen. Ich habe doch vor Urzeiten mal ein Let's Play dazu gesehen. Und ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, da ich mich an nichts mehr erinnern kann, wie sehr sich Uncharted 2 unterscheidet von Uncharted 1. Hier so wunderschönes Hauptmenü hier. Und das Spiel ist von 2009, also 2 Jahre nach dem ersten Teil. Natürlich wieder als Exclusive für PlayStation erschienen, da Naughty Dog hier nur für die gute Sony PlayStation produziert. Und ich freue mich echt sehr darauf, das jetzt mit euch spielen zu können. Und wir machen doch auch direkt ein neues Spiel. Ja, Freunde, Statistiken sind jetzt auch derzeit nicht interessant. Fortlaufender Speedrun ist jetzt auch nicht gerade wichtig. Wir machen eine Kampagne. Und zwar für alle, die einfach das Spiel sehen möchten, wir machen es auf einfach, würde ich sagen. So, das könnt ihr jetzt nicht sehen. Ich mache jetzt gerade eine neue Spieldatei. Und wir steigen direkt ein, ohne großes Vorgeplänkel. Ihr habt ja gestern noch Uncharted 1, das Finale gesehen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was jetzt kommt. I did not tell half of what I saw, for I knew I would not be believed. Marco Polo auf seinem Totenbett 1324. Also er hat nicht alles erzählt, was er gesehen hat, weil er Angst gehabt hat, man wird es ihm nicht klar war. Was ist denn hier los? Das ist mein Blut. Mein Blut, verdammt viel von meinem Blut. Oh Gott. Und wir sind auch gleich in einer wunderbaren Situation gelandet, wie ihr sehen könnt. Ja. Mit L, linkem L bewegen sie Drake. Felsenfest, das erste Kapitel. Wir fangen auch gleich mal mit einer Affe-Kletterpassage an, wie es aussieht. Ach du Scheiße. So, mal gucken, ob ich das noch hinkriege. Aber derzeit kann ich ihn ja nur mit linkem Stick bewegen. Was anderes können wir ja noch nicht. Ja, Autsch! Der Zug ist im Begriff, sich aufzulösen. Von daher schauen wir mal, wie wir da vorbeikommen. Kann ich da über die Räderaufhängung? Das geht nicht. Dann müssen wir wohl so agieren. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Ich habe das hier, jawohl, mit X. Ich habe das hier mal verglichen mit Assassin's Creed. Der Unterschied zwischen Assassin's Creed 1 und 2, der war ja monumental, würde ich schon fast sagen. Das waren nur Unterschiede wie Tag und Nacht bei den Spielen. Und den 2, den könnte ich auch immer wieder spielen, einfach weil der so großartig war. Und weil der gefühlt irgendwie 3 Wochen Kampagne gehabt hat, was ich auch saugeil fand. Also sowas gefällt mir halt auch immer sehr gut, wenn das Spiel halt auch wirklich Kampagne hat, die lang geht und eine sehr interessante Story zu erzählen hat. Und mit L die gewünschte Schwungrichtung, ja, okay. Okay, das mache ich nur so und dann hoppla die Hopp, nicht holla die Waldfee, so rum. Und dann geht's weiter. Ja, wir steigen hier direkt ein im Vergleich zum Enser. Im Vergleich zum Enser ist es hier doch schon mal direkt extrem prekäre Lage und nicht nur in Anführungszeichen einfach die Bandite, die uns überfallen. Sondern hier haben wir es gleich richtig fies. Und wir machen genauso weiter, wie wir bei Uncharted 1 aufgehört haben. Mit Affesprüngen und mit Affetechnik. So muss das sein. Okay, jetzt gucken wir mal weiter. Ich sehe es schon kommen, dass ich hier auch einmal verrecke, einfach weil ich zu blöd bin. Und der hat ja, obwohl er hier
Obwohl er hier schwer verletzt ist, hat der Kerl immer noch Kraft wie ein Ochs. Also mit so einer Verletzung, da könnte ich mich definitiv nicht hier noch so festhalten und klammern. Aber es ist ja Nathan Drake, er kann sowas jo. Kann ich jetzt hier nicht nochmal hoch? Oder? Oh. Spiel, was willst du von mir? Aber ich muss da, glaube ich, hoch, oder? Da kann er nicht hochklettern. Nee. Na, also da kommt er nicht vorbei. Und er macht mir hier komische Absprünge, die mich in der sichere Tod buxieren. Nee. Ich weiß es aber nicht, wie es jetzt hier weitergeht. Moment. Kann ich mich schwingen? Schwinge geht auch nicht. Kann ich da um die Ecke gehen? Ja, das geht. Ah, na Allah. So wird das gemacht. Uiuiuiui. Ist aber schnell. Das ganze Ding ist schon marode wie Sau. Tot. Ich habe es mal gepackt, ausnahmsweise nicht dabei zu verrecken. Das ist auch schon so eine kleine Seltenheit. Na gut, komm. Ach, Nathan. Nathan. Verdammt mal. Komm. Irgendwie müssen wir sie hinkriegen, komm. Ah ja. Natürlich. Oh Mann. Und wir sind schon wieder in einer wunderbaren Position hier. Nee, da kommst du nicht rein, glaube ich. Da müssen wir wohl hier über die Kratzer hier hoch wieder. Genau. Ah, ich liebe das, wenn man bei Spielern einfach mal so richtig fett reingeschleudert wird. Und man landet dann erstmal mittendrin in der Geschichte. Man will eigentlich wissen, wie ist es dort zu kommen, was ist hier passiert. Und was hat er geschafft, um in diese beschissene Situation reinzukommen. Und wer ist dran schuld? So, jetzt sind wir doch schon fast over. Und da können wir doch schon mal zum Waggon hoch. Na? Wenn du willst. Herr Drake. So, na also, aber glücklicherweise bricht das alles erst zusammen, wenn wir hier durch sind mit der Kletterpassage. Was ich natürlich sehr praktisch und zufällig finde. So, jetzt geht's aber gleich wieder los. Jetzt renn du Humpelbein. Was der noch alles kann mit der Verletzung, ist unglaublich. Zack. Es tut mir eh schon so schwer, falle mich da mit einer Hand mal festzuhalten. Das allein ist ja schon ein Mordskraftakt und dann mit der Verletzung, also Respekt. Ganz allein, Seemann? Harry Flynn? Hey! Was zur Hölle machst du denn hier? Ich hab dich gesucht, Mann. Oh oh. Sollte ich mich freuen oder lieber nicht? Von beiden ein bisschen. Komm her. Ich habe einen Job für uns. Ach ja? Ein Kunde will uns ein kleines Vermögen teilen, wenn wir ihm ein ganz bestimmtes Objekt beschaffen. Und weiter? Tja, und jetzt kommt der Haken. Oh nein. Du bist ja verrückt. Ja, lass mich Flynn, ausreden. wir beide kennen zwei Typen, die beim Einbruch ins Museum Und draufgegangen einen, sind. der es geschafft hat. Gerade so. Ich schaff das nicht ohne dich. Du bist der Einzige, der da reingekommen ist und weiß, dass man 2 für den Job braucht. Nein, nein, nein. 3 braucht man. Ja. Und wo wir gerade vom Teufel sprechen? Chloe Fraser. Nathan Drake. Hallo, Harry. Chloe ist einer der besten Fahrer in dem Geschäft. Das kannst du mir glauben. Bestimmt. Pass auf. Ich habe alles geplant. Rein durch die Kanalisation. Kann's kaum erwarten. So kommen wir in den Hof und von da klettern wir dann die Mauer rauf. Überqueren das Dach und lassen uns in die Ausstellungshalle runter. Und bingo. Und wozu der ganze Aufwand, fragst du dich sicher? Tu ich nicht, aber nur zu. Das ist es? Eine Öllampe? Ja. Die ist wertlos. Was soll das? Haben wir uns auch gefragt. Genau deswegen sind wir hier. Tja, er arbeitet wohl für einen Spinner. Einem Sammler mit einfach zu viel Zeit und zu viel Geld. Und ganz nebenbei erwähnt, das ist es nicht wert. Jetzt wart doch.
Wie steht's denn so mit deinem Schullatein, Nate? Woher hast du das? Ausgeliehen. Von dem Spinner, der zu viel Geld hat. In Trabesund wurden wir von Dieben überrascht. Vater, Maffeo und mir wurden die Schätze gestohlen. Das Schriftstück ist von Marco Polo. Ja, so weit waren wir auch schon. Stell dir vor. Dummerweise ist der Rest davon Unsinn. Hey, Moment. Damit sie niemals in falsche Hände falle, verbarg ich meine Sorge am unwahrscheinlichsten Ort. Das Licht des großen Khan hütet das Schicksal der 13. Sag ich doch, totaler Blödsinn. Er meint die verschollene Flotte, verstehst du? Ja, Hallo, klärt mich bitte jemand auf? Marco Polo verlässt China. Mit 600 Passagieren und 14 Schiffen, voller Schätze von Kublai Khan. Und 1,5 Jahre später erreicht er Persien. Mit nur noch einem Schiff und nur 18 Passagieren. Und dabei hat er jeden einzelnen Schritt seiner Reise notiert. Nur nichts über die Schiffe und die Passagiere. Also sind da irgendwo 13 Schiffe mit den Schätzen des Kaisers, die nur gefunden werden müssen. Ja, und das weiß auch euer geschätzter Kunde. Hier, die Lampe. Voller mongolischer Schriftzeichen. Ganz bestimmt ein Geschenk von Kublai Khan. Das Licht des großen Khan hütet das Schicksal der 13. Marco Polo hat was in der Lampe versteckt. Ein Hinweis, wo seine Flotte geblieben ist. Und wir hauen den Typ übers Ohr. Verlass Keine dich Frage. drauf. Bist du dabei? Aber klar doch. Was soll denn schon schiefgehen? Das kommt dabei raus, wenn man Museen bestiehlt. Entschuldigung, dann konnte ich mir jetzt einfach nicht verkneifen. Aber natürlich klingt wieder noch ein extrem geiler Abenteuer. Die 13 Schiffe von Marco Polo mit wunderbaren Schätze aus China ausgestattet. Freue ich mich jetzt schon sehr drauf. Was gibt's denn hier? Erster Schatz, Belohnung freigeschaltet. Trophäe erhalten in Kupfer. Erster Schatz. Jetzt mag ich mir den aber mal angucken. Oh, das ist aber richtig schönes Teil. Statue einer zornigen Gottheit. Sowas kennt man sehr häufig, so Darstellungen. Irgendein Gott oder irgendein König, der auf dem besiegten Feind steht und einen Fuß drauf abstellt. Der hat auch einen Beutekopf in einer von seinen linken Händen. Er hat ein Schild, er hat ein Schwert und er könnte eine Sanduhr haben. Stellvertretend für deine Zeit ist abgelaufen und ich glaube, er hat einen Helm auf. Ja, sehr schön. Sehr schönes Stück, definitiv. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir da alles finden werden im Laufe der Zeit. Und was wir an chinesischer und mongolischer Kunst hier finden werden. Da gibt es nämlich auch sehr, sehr tolle Stücke. Also es wird definitiv wieder richtig geil. Wird ein sehr schönes Abenteuer. Aber alles fängt mal wieder an, indem man die Gesetze bricht und indem man ein Museum bestiehlt. Also schäm dich, Nate. Okay, mit Kreis kann ich wieder rollen. Ja, aber zumindest den ersten Schatz, den habe ich noch entdeckt. Das ist schön, dass die immer noch mit so Blinke dargestellt werden. Da rolle ich mich jetzt einmal durch, vorsichtshalber. Und da kann er sich jetzt noch durchquetschen, indem ich einfach heal. Da ist überall noch Öl verschmiert im Schnee. Das ist ja auch geil gemacht. Ich glaube, da hinten hat auch noch was geblitzt, wenn ich das, jawohl, wenn ich das richtig gesehen habe. Also in dem Zug ist auch alles voller Schätze. Ah, die 92F. Sehr schön. Das ist doch gleich mal unsere erste Waffe im Spiel. Und wir haben hier noch was gefunden. Die Saraswati-Statue. Ja, das ist ja auch geil. Der spielt dann so Leierinstrument hier. Das sieht man aber noch was Indischem aus und nicht noch was Chinesischem, um ehrlich zu sein. Aber es ist natürlich auch wieder sehr, sehr geil gemacht. Ah, das wird wahrscheinlich wieder richtig toll, was Kunstgegenstände angeht. Das wird mal wieder Augenweide der historischen Kunst sei, das Spiel. Nur halt so ein Schatzräuber, so ein Grabräuber zu spielen. Ah, das fuchst mich immer noch ein bisschen, aber ich kann damit leben, weil es ist ja glücklicherweise nur ein Spiel. So, dann gehen wir mal hier weiter. Und, okay, da kommen wir nicht durch, das müssen wir aufschießen. Natürlich. Jawohl, wir wissen, wie es geht. Das hat sich nicht verändert.
Und mit R1 laden wir nach wie vor noch. Sehr schön. Drückst auf, du Ochs. Nachlader habe ich auch schon gecheckt, wie das funktioniert. Jetzt müssen wir wahrscheinlich gleich wieder Deckungssuche. Ja. So wird das gemacht. Hui, 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 hui. Hui, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wow, okay. Aber wir können zumindest seine Munition noch klauen. Ja, weiter geht's. Aber zumindest die Kälte konserviert und hilft, dass das Blut nicht fließt wie in Ströme. Also insofern hat er da auch wirklich Glück, dass er an einem kalten Ort ist. Das betäubt auch die Kälte und hindert auch das Blut am Fließen. Da kann er ein bisschen länger überleben, denke ich. Okay, wo müssen wir dann jetzt lang? Wo müssen wir jetzt lang? Oder müssen wir da hochklettern? Ich weiß es nicht. Sieht so aus. Natürlich. Okay, ja, wir müssen tatsächlich hoch. So, zack. Und hoch die Kante. Und was kommt jetzt? Also wir hätten auch definitiv hier Söldner, Gegner, irgendwas in der Art als Feinde an Bord. Du hättet alle überlebt, aber es gibt auch welche, die hätten es ganz gut überstanden, wie es aussieht. Und die erinnern mich schon sehr an die Söldner aus Uncharted 1. Die waren nämlich auch ähnlich drauf wie die hier. Kommen wir da nicht raus? Können wir das nicht schieben oder so? Ah, ne, wir können da aber hochklettern. Natürlich können wir das. Wenn er was kann, ist es Klettern, dumme Sprüche und Schieße. Au. Und bei Bewusstsein bleibe, trotz abartiger Wunder. Das kann er auch. Gott. Ich glaube, du wärst definitiv der härteste Licke geblieben. Hallo? So viel zum Vorspiel. Erklärst du mir vielleicht mal, was hier los ist? Du meinst mit Flynn? Ja, du hast nichts gesagt. So war's doch viel lustiger. Egal. Du bist nicht gerade das, was man leicht zu finden nennt. Besser als leicht zu haben. Er ist eifersüchtig. Vergiss mal nicht, wer hier wen im Stich gelassen hat. Du hast gar kein Recht, eifersüchtig zu sein. Jetzt mal langsam, Chloe. Wenn es dich beruhigt. Meine Beziehung zu Flynn ist rein geschäftlich. Ach ja? Meistens jedenfalls. Als mir klar wurde, dass er tatsächlich eine Spur hat, habe ich mir gedacht, du wärst gern mit von der Partie. Was hast du vor? Wie abgemacht. Wir ziehen es durch, suchen die Schiffe und hauen mit dem Schatz ab. Mit Flynn? Mhm. Und dann? Und dann teilen wir alles durch 3 und du und ich verschwinden. Zusammen, diesmal. Verstehe. Bis dahin darf er nichts von uns wissen. Der flippt aus vor Freude. Das wird er schon überleben. Vertrau mir. Dass du so im Abenteuergedöns immer noch irgendein Liebesspiel gehört, beziehungsweise irgendeine Affäre. Ach ja. Irgendwie scheint es zusammenzugehören. Wer auf Schatzsuche geht, der muss automatisch auch immer irgendeine Affäre mit irgendeiner durchgedrehte Braut haben. So ist es halt als Archäologe, da kenne ich das absolut. Das ist bei uns nicht anders, steht es mal auf Ausgrabung. Hat man irgendeine Affäre mit irgendeiner heißen Schnalle, die total wahnsinnig ist. So ist es halt, das lernt man ja schon im ersten Semester. Und ich jetzt sage, ihr liebe Leute, ich mache die Episode halt nur 30 Minuten lang. Eigentlich wäre jetzt so bald der Zeitpunkt gewesen, noch 20 Minuten den Cut zu setzen. Aber zur Feier des Tages, weil es ein neues Let's Play ist und der erste, würde ich sagen, wir machen erst in 10 Minuten Cut. Heute mache ich ihn mal ein bisschen länger. So, dann kletter mal hoch, du Äffel. Oder musst du da ohne durch vorbei? Du musst wohl ohne durch vorbei. Soll mir auch recht sein. Ich hätte gerne die Körperbeherrschung, durch solche Klettermoves zu machen. Aber der kann das durchziehen, du kennt ja nix. Okay.
Er schwankt. Ah, nee, okay, ich bin einfach nur gegen das Ding gerannt und habe vergessen hochzusteigen. Okay, aber der Deal scheint wohl irgendwie nicht so gut gelaufen zu sein. Irgendwas ist schief gelaufen. Ich nehme an, der gute Kumpel hat ihn wahrscheinlich verarscht. Oder der Auftraggeber hat sie alle drei verarscht. Ja, so, schlepp dich durch. Boah, schä. Istanbul, 4 Monate früher. Packst du das auch? Mit einer Waffe ging's mir besser. Die brauchen wir nicht. Nur für den Notfall, mein ich. Flynn, das sind nur Museumswärter. Mit festgelegten Kontrollrouten, bleib cool. Bleib cool? Bleib cool? Warst du schon mal in einem türkischen Gefängnis? Wenn die uns erwischen, sperren sie uns ein und schmeißen den Schlüssel weg. Das ist dir doch hoffentlich klar. Das ist mir klar. Naja, dich macht sowas vielleicht an, aber mich nicht. Wir können uns keine Fehler leisten. Klar? Keinen einzigen. Wir sind da. Lecker. Hier lang. Was machen wir, wenn sie die Wachen wechseln? Das sehen wir, wenn es soweit ist. Wir können doch nicht völlig planlos vorgehen. Ja, bin nicht die Stimme vom planlos, Joel, der Flynn. Ach so nennst du das? Ja, ich bin anpassungsfähig. Was Anpassungsfähig? für ein Angeber. Ich glaube, der Flynn hat die deutsche Synchrostimme vom Joel. Was habe ich gesagt? Dieser Gang führt uns direkt unter das Museum. Ja, Du hattest recht. das ist die Vertrau mir Stimme. doch einfach, Kumpel. Okay, und den hier nehme ich. Und denk dran, wir kommen nur durch den Turm in die Ausstellung. Aber bei dem Flutlicht kommen wir nicht weit. Ich kenne den Plan. Sorg einfach dafür, dass der Strom aus ist, wenn wir den zweiten Hof erreichen. Die Lichter werden aus sein. Ich warte mit dem Wagen am Treffpunkt. Ihr müsst nur dafür sorgen, dass ihr rechtzeitig da wieder rauskommt, okay? In Ordnung. Okay, genug geredet. Packen wir es an. Ja, packen wir es an, Joel. Und du mach auch deinen Job, Ellie. Chloe. Wir sehen uns später. Kann's kaum erwarten. Dass die auch immer bauchfrei tragen müssen. Gehört auch zur Eibrecherkluft mit dazu. Okay. Wo es lang geht? Zweitens, der Einbruch. Na gut, jetzt spielen wir einen etwas fitteren Nathan. Und ja, ich finde es irgendwie sehr geil, dass der Flynn die Stimme vom Joel hat, weil so schließt sich dann doch bei Naughty Dog irgendwie wieder der Kreis. Es kommt ihm dann doch wieder alles irgendwie bekannt vor. Und es hat ja schon sehr viele Elemente von The Last of Us. Allein schon das Dreieck die Aktionstaste ist. Allein schon wie das Nachlade und das Schießen funktioniert. Und ja, so Dinge halt. Und ich muss sagen, jetzt haben wir es dann auch noch bei der... Ein tolles Gefühl, wenn das Wasser die Jeans so glitschig macht. Jetzt haben wir es auch noch bei der Stimme, bei der Synchro. Was ich natürlich persönlich auch sehr geil finde. Dass man hier noch eine vertraute Stimme haben. Weil die Stimme vom Joel, Ja, die mochte ich eigentlich machen wir auch. doch gleich. Huch, können wir doch nicht vorbei, okay. Ja, die Stimme vom Joel, die mochte ich eigentlich auch schon bei The Last of Us im Deutscher. Ich finde aber auch, der hat im Originale großartige Stimmen. Na, okay, da kommen wir jetzt wirklich nicht vorbei. Moment, zack und zack. Da müsste doch auch vorbei. Na also, war grad Sarah. So, lass uns nicht vor unserem Diebeskumpel blöd dastehen. Bewegen Sie sich mit L weg von der Wand und drücken Sie X, um zur gegenüberliegenden Kante zu springen. Und zack.
So, da sind wir doch schon angekommen und hoch mit dir. Waffe haben wir jetzt nicht, also mit Warte Schusswechsel müssen wir hier nicht Das rechnen. kann nicht sein. Wir sind irgendwo falsch abgebogen. Hey, wetten, dass wir da genau in den Heizraum kommen? Und dann sind wir drin. Wie Papa Errol, was? Was? Na, Flynn, Was soll das? hilf mir einfach. Das finde ich bei Uncharted eigentlich auch sehr schön, dass man hier mit Taste noch over eigentlich auch immer Hinweise hat. Das erspart das dämliche Rumgeeier und das ständige Suche, wie ich es zum Beispiel bei Outlast 2 habe. Danke. Von daher, das finde ich auch ein sehr schönes Gimmick, wenn man solange du rumeiert, dass ihm das Spiel von sich aus schon die Hinweis gibt, damit man doch nicht ewig drauf rumknoddelt. Ohne Fleiß kein Preis. Yep, und hoch. Und mal gucken, wo wir hier rauskommen. Alles klar. Na Allah. Jetzt sind wir wohl im Heizraum gelandet. Da war doch auch irgendwas. Jawohl. Oh, eine byzantinische Goldmünze. Wer ist dann drauf? Ich sehe es gar nicht. Warte mal. Ich kann es auch so gar nicht drehen, das Ding. Nee, ich kann es leider nicht sehen. Aber es muss eine mittelalterliche sein, weil hier die Christus Motivik und auch hier die Motivik schon so verankert christlich sind. Das muss was Mittelalterliches sein. Dann kenne ich die Kaiser leider auch nicht mehr. Wenn sie noch spätantik sind, hätte ich ihn auch benennen können. Da war zum Beispiel Justinian der Erste, der wirklich dieses Königtum von Gottes Gnaden in Anführungszeichen dann in Byzanz durchsetzt. Und ach so, als der erste frühmittelalterliche byzantinische Kaiser Arxie wäre kann. Okay, da können wir weitergehen. Und Justinian, der ist so im 6. Jahrhundert. Anfang bis Mitte 6. Jahrhundert, eigentlich schon zweite Hälfte 6. Jahrhundert auch schon. Leiter da oben. Da fängt es dann in Byzanz an, dass man da die mittelalterliche Andeutungen schon kriegt im Kaisertum. So, da kommen wir dann auch Hier hoch. runtergeworfen. Jo, dankeschön. Und hoch. Hoch das Bein. Und zack. Das ist Okay, ja hier geht's zum Hof. sehr parcoursfreundlich, das Ganze, muss ich gestehen. Und da geht's weiter. Jawohl. Nein, da gehen wir nicht lang. Ja. Ich brauche meine Haut noch. Okay, hier muss es irgendwo ein Absperrventil geben. Wozu brauchst denn du noch deine Haut? Findest du's ja. Ja, ich muss wieder. So, das muss es sein. Also peng, 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 peng. Und runter damit. Ja, das war auch bei The Simpsons, wo sie da unterwegs waren im Kesselraum oder im Dampfraum, der Milhouse und der Bart. Und da hieß es dann, ach, wir müssen doch wenigstens ein Rad drehen. Und der Milhouse dann, ja, das ist so, als ginge man nach Amsterdam, ohne zu den berühmten Türen zu gehen. Wo ich auch noch denke, bitte? Berühmte Türen? Ach ja. So, wo muss ich da? Ah, da kann ich jetzt schwingen. Ja, da kann ich einmal den Affe-Move und schwing dich machen. Und zack. So, wunderbar. Wo geht's dann hier weiter? Da kann ich nicht. Da muss ich wahrscheinlich, oder? Sieht's denn da aus? Das ist zu weit unten. Da muss ich wahrscheinlich... Ah ja, da ist er ja. Da ist so der Kerl. Okay. Zack und hoch. Und wo ist denn der Typ jetzt hier? Drücken Sie Kreis, um auf eine niedrigere Kante zu springen. Okay. Tot. Scheiße, und da ist auch noch die Musik. Ach Gott. Ah, okay. Da ist der hier, der Kerl. Okay. Na gut. Dann muss ich das wohl von der Seite aus machen. Ach ja. Die gute Istanbul-Todesmusik. Wäre noch lustiger, wenn es auf der Ud gespielt wäre. Das ist so ein orientalisches, osmanisches Saite-Zupfinstrument. Drücken Sie bei einem Gegenstand Kreis, um in Deckung zu gehen. Oh, das sind jetzt die Wärter. Okay. Okay, hier um die Ecke muss eine Tür sein.
Hier gehen wir rein. Ich sehe auch schon einen Schatz im Geht alles Gebüsch. nach Plan. Verstanden? Wie in alten Zeiten, oder? Jawohl. Ich bin doch hier, oder? Und ich jetzt sage, ihr liebe Leute, an der Stelle mache ich einen Cut und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Uncharted 2 Among Thieves auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen, Ayan Yankee.